Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Tja, sitze ich heute wieder einmal so da, zudel gemütlich an meinen Kaffee, ne? Und dann sehe ich das. Haben wir uns ja letztes Mal schon unterhalten, was ich von die Feuerwerkdeppel halte, aber egal, Teppich auf, eingekehrt und kurz drauf sehe ich aber dann das. Man darf nicht außer Acht lassen, welche Videospiele gespielt werden und mit welchem Realismus dort Menschen sich gegenseitig abschlachten und ohne mit der Wimper zu zucken sitzen eben vor allen Dingen junge Männer vor diesen Spielen und morden und jagen andere und dass da auch dann teilweise nicht mehr die Realität gesehen wird, wenn man auf der Straße steht und dann wahlweise gegen Polizisten oder gegen Rettungskräfte vorgeht. Das kann zumindest auch eine Erklärung sein. Freilich reimen wir die gute alte Killerspiele-Diskussion aus, wenn der Abdul Mahatma Habibi, bekanntlich der Achte seines Wurfs, aus Langeweile seine No-Go-Area in die Luft springt. Da ja erst sagt, seitdem ich 5 bin, schau ich mit meinem gefährlichen Halbwissen neben den Experten aus wie ein kleiner Schulbub. Hey, was weiß ich schon. Aber wenn mir mal bei Fragen, dann schau doch mal die so. Aber das war für uns normal, Bruder. Ich kam aus Syrien, ich habe Krieg erlebt. Also das war für mich normal. Das war ein bisschen Heimatgefühl, weißt du? Ja. Oder dies. Ich bin hier, ich gipfel, ich guck's, ich mach alles. Habt ihr Respekt vor der Polizei? Die Polizei kann uns Reiher lecken. Ihr seid so viele Jungs und so wenig Mädels. Warum seid so viele Jungs? Die Mädels haben mich schon... Ey, du kleiner Uhrensohn. Die Mädels haben mich schon gebumst, alle. Und das. Ich weiß nicht, ob das normal ist und aber dann! Aha! Videospiele! Dass der Klaus und der Kai Julian zwingen Enderkristalle in Minecraft gefunden haben, das ist der Grund! Jetzt bin ich gestorben. Ja, Scheiße, oder? Jetzt hab ich voll Bock an Sanko zum Zünden. Geile Idee. Weißt, man kann schon mehr ausflippen beim Zocken. Das gehört dazu. An dem Punkt, dass das Gamepad samt Konsole und Fernseher mehr aus dem Fenster segelt, da waren wir alle schon einmal. Hey! Aber diese dämliche Scheißdrecks-Diskussion, die führen wir jetzt seit 20 Jahren. Und immer wenn einer nichts mehr einfällt oder man die offensichtlichen Gründe nicht nennen will, Killerspiele. Ich kann da schon sagen, was die Gründe sein könnten. Aber ich darf halt nicht! Es gibt 1000 Gründe und nicht einer davon ist Computerspiele. Vor 40 Jahren war es Rockmusik, vor 30 Jahren waren es Gewaltfilme und seit 20 Jahren sind es Videospiele. Schau dir doch die einmal an! Jetzt kann mir einer von den ahnungslosen Dampfplauderer bloß 3 Spiele beim Namen nennen. Halt doch dein Futzen! Die jungen Männer fliehen aus der Realität in ihre Videospiele. Ja sicher, frag dir mal warum. Schau aus dem Fenster, Chloe, die Sau heute die Scheiße da draußen aus, ohne sie nach 5 Minuten manisch depressiv in der Badewanne Pulsadern aufzuschneiden. Hauptsache ich muss mir ständig hören, wie gewaltbereit ich anscheinend bin, von irgendwelche anzugtragenden Arschlöchern, deren Gang nicht voll kriegen und sind Hosen scheißen zum Song, wie es ist. Was muss denn da ich eigentlich halbe herhalten? Okay, bye.